Grüezi miteinander. Hello. So, liebe Chats in der Fit. Es ist wieder mal Mittwoch. Ich bin nicht krank heute. Yay! Und nein, wir spielen nicht Satisfactory. Wir spielen tatsächlich wieder mal Jurassic World. Ich habe ein bisschen auf euch Feedback gehört. Und ich glaube, ihr wettet endlich mal etwas anderes. Jurassic World ist jetzt nicht unbedingt etwas komplett Neues. Aber ich denke mal zur Abwechslung wieder Jurassic World. Und ich bin immer noch am schauen, was ich als nächstes kann bringen. Ja, Sally Rosa, grüezi wohl. Wer bist du? Grüezi, geht's dir gut? Hast du es gut? Genau, und wir haben noch im Jurassic World haben wir tatsächlich noch eine Mission, die wir beenden müssen. Und zwar, es ist schon lange her, darum weiss ich es selber nicht mehr genau. Aber Chaos-Theorie, mal ich sehe es da, Chaos-Theorie, die Was wäre wenn Variante von Jurassic Park, also vom Originalen. Wir sind auch schon so weit, wir haben glaube T-Rex. Haben wir den T-Rex noch nicht? Kommt der erst noch? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Finden wir aber alles raus. So. Also wie immer, wenn irgendetwas nicht gut ist, wenn die Musik zu laut ist, wenn die Musik die falsche ist, einfach melden. Wenn ihr mich nicht hört, einfach schreiben. Wer bin ich wer? Danke vielmals. Ja gut. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Alles geschmeidig. Und Föni, grüezi. Ja, den Föni habe ich eben auch, den habe ich auch getroffen, oder? Das war auch einer von denen, ich musste fragen, wer bist denn du überhaupt? Ja, der Föni, geil. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? So, wir wechseln da mal schnell rüber. Genau, hier. Chaos-Theorie-Spielstand. Mal schauen. Ich hoffe, es wird nicht allzu stressig. Ich glaube, letztes Mal war es ein bisschen stressig. Vor allem, wenn ich jetzt aus der Übung bin, ist es halt so ein bisschen doof. Aber das schaffe ich schon irgendwie. Wir treffen einfach alle. Das ist schon so. Also ich bin ja grundsätzlich wegen dem dort, das habe ich glaube auch geschrieben. Ich bin wegen den Leuten aus Hero Fest. Also für all die sich jetzt fragen, von was schnarrt der Troy überhaupt. Hero Fest, letztes Wochenende. Ich war am Sonntag, ich habe viele tolle Leute getroffen. Viele andere Streamer, die ich schon noch nie live gesehen habe, aber halt einfach vom Streamen her kennen. Das Gesicht kennt man halt. Dann habe ich auch andere getroffen, die habe ich bei mir im Chat oder sehe ich sonst so ein bisschen in der Community. Aber ich habe nie ein Gesicht dazu gehabt. Und dann ist immer so der Moment, wo ich fragen musste, ja, wer bist du? Ich habe im Fall auch und habe einen Moment gebraucht, bis ich gepeilt habe, wer er ist. Okay. Aber hast du gefragt oder bist du selber drauf gekommen? Es gibt gewisse Leute, die haben auch, also nicht lurken, die haben ihren Namen auf dem T-Shirt gehabt, wie zum Beispiel der Casey Darn. Und das war eben auch so lustig. Also vielleicht kennt ihr den Casey Darn. Er hat mir eben in meinem Stream noch so geschrieben, er kommt dann und umarmt mich. Und das hat er dann auch gemacht. Aber das haben eben einige Leute gemacht. Und darum bin ich mir nicht sicher, ist jetzt das er, ist das nicht er? Aber es war dann schon er. Also der Erste, der wirklich gekommen ist und mich umarmt hat, das ist der Casey Dars. Ja, Faro, grüezi. Faro, bist du fit? Alles gut? Faro, jetzt muss ich noch schnell fragen. Gell? Heute ist nichts. Es ist einfach Freitag, oder? Freitag, heute nichts. Alle kennen meinen Namen, aber nicht alle kennen mich. Ja, aber es ist ja einfach so, mein Gott. Es ist ja. Man ist halt so eine Internetpräsenz und wenn man sein Gesicht halt nicht wirklich so zeigt, jetzt wie ich zum Beispiel, dann ist es halt damals schon schwierig, wenn man echt den Namen lässt in dem Sinn. Man kann sich in dem Sinn gut kennen im Schriftverkehr, aber sonst weiss man gar nicht, wie die Person aussieht. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Ui, wieso ruckelt es da? Wieso ruckelt es hier? Oh, ich merke gerade, das ist auch die andere Maus montieren. Das ist so ein Game, das braucht Mittelklick und das ist die eine Maus, die ich ein bisschen besser geeignet dafür. Let's go.
Logitech Superlight. Schnell Werbung gemacht. So. Schnell schauen, dass wir hier Ton haben. Nein, du hast nicht gefragt. Ich war gerade am Cosplay Pre-Judge gesehen. Aber hat er später gehört, dass es der Real Phoenix war. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, also übrigens, ich habe es schon gesagt, Cosplay war echt gut gewesen. Echt gut gewesen. So. Also ja, ich muss mir zuerst mal einen Überblick verschaffen. Das weiss ich nicht, da haben wir Eingang, da können wir forschen, Mitarbeiter in die Ferien schicken, ist glaube ich irgendjemand da gewesen. Da können wir sonst gerade schnell checken, ob jemand in die Ferien muss. Ja. Ja. Ausruhen für 75'000, let's go, jetzt machen wir das einfach mal schnell. Auch der Gug Fadeli, ich weiß nicht, ob der Gugli rum ist, aber der Gug Fadeli ist nach dem Gugli benannt. Okay, Kitty auch, Nanoxau. Jetzt mache ich etwas. Ich hoffe, Sally Rosa, du hast nichts dagegen, wenn ich das mache. Sonst jetzt intervenieren. Wo mache ich das auch schon wieder? So, jetzt mache ich das so. Du bist jetzt vertreten im Spiel. Let's go. Also übrigens, lieber Chat, wenn ihr irgendeinen Dino benennen wollt, einfach sagen. Ich habe ja genug Dinos, die ich anschreiben kann. Sehr gut. Ja, das finde ich noch cool. Das ist auch echt cool zum Streamen, wenn man halt so ein bisschen Namen verteilen kann, die der Chat vorschlägt. Ich finde das noch cool. Das ist so ein bisschen interaktiv ein bisschen weit. Also wir müssen, das ist unsere nächste Mission, synthetisieren den folgenden Saurier, brüten ihn aus. Ja, der T-Rex, wir haben ihn noch nicht. Ich habe gemeint, wir haben ihn. Nein, wir sind glaube ich am Keg bauen, jetzt muss ich schnell einmal pausieren. Weil ich weiss, wenn ich da nicht pausiere und da lange überlege, wo bin ich, was muss ich machen, brechen wir einfach immer wieder Dinos aus und dann komme ich nicht vom Fleck. Was ist das eigentlich dann? Das ist ein Fernseher, gut. Wir haben das Keg gemacht. Ist das das? Nein, da sind schon. Da sind Zoelophysis, die mit ihrem blöden Namen drin. T-Rex-Keg haben wir noch nicht. Mal da unten! das sind wir letztes Mal dran gewesen. Holy moly! Da alles schon wieder vergessen. Das war eigentlich die Idee, dass wir das so etwa wie im Film machen. So gut wie möglich natürlich. Das heisst, Fahrzeuge, und da habe ich eben ein bisschen Probleme gehabt, das muss ich dann schauen, ob das wirklich funktioniert. Die Fahrzeuge kommen auf dieser Strecke, dann kommen sie hier in die Rundung rein. Und da war eigentlich die Idee, dass es wie im Film sein soll. So ein bisschen rund auf diese Seite. Ja, und wie im Film stehen die da still, ist der Stromausfall und so. Nein, natürlich nicht. Das ist ja die funktionierende Version vom Park. Aber sie fahren eine Stadt durch und das soll das T-Rex-Keg sein. T-Rex müssen wir aber noch machen. Und irgendetwas fehlt uns da, glaube ich. Jetzt müssen wir auch schnell herausfinden, was es war. Müssen wir forschen? Keine Forschung. Ich muss schnell schauen. Da. Brutkasten. Ja, da ist ein weit und breit kein T-Rex. Da wäre er. 0%. Das heisst, wir müssen auf Expeditionen gehen. So ist das. Wo ist das auch schon wieder gesehen? Da, let's go. T-Rex, where are you? Was haben wir da? Nein, die huren Namen haben. Neoplocephalus. Sehr schön. Eukalyptussaurus, sage ich jetzt dem. Er scheint dann auch plötzlich ein Abgrund, wo das Auto dann runterfliegt. Theodorik, grüezi wohl, schön bist du da. Ja, da kennt sich einer aus.
Da kennt sich einer aus. Das ist absolut korrekt. In der ersten Szene bei Jurassic Park ist kein Abgrund dort. Das ist so, das ist... Ich meine, irgendwie, alle haben es irgendwie gemerkt, aber alle haben gedacht, der Film ist auch genug geil gewesen, dass man jetzt darüber hinwegblicken kann. Aber in der ersten Szene, wo der T-Rex ja eigentlich gar nicht dort ist, sondern auch die Ziege, in dieser Szene kein Abgrund, alles eben. Und kaum geht die Post ab. Und der T-Rex kommt ja noch raus. Also, da kommt ja noch dazu. Also kein Abgrund dort. Er kommt raus und dann geht die Post ab und plötzlich ist auch ein Abgrund dort. Und das Auto geht dort ab. Also, Theodorik, ich sehe, du kennst dich da aus und du hast absolut recht. Vielleicht macht das Game dann, generiert schnell so einen Abgrund, wenn es abgeht. Also, den Eukalyptusaurus brauchen wir nicht, wir brauchen einen T-Rex. Wir brauchen auch keinen Styracosaurus, Apatosaurus, nope. Das haben wir alles schon gemacht. Ja, wo ist denn der T-Rex? Da, ist er da daheim? Ich weiss es nicht so recht. Ja, da haben wir Compsognat draussen. Ja. Das ist jetzt halt so eine Sache, wenn wir den T-Rex nicht ausgraben können. Okay, irgendetwas muss ich wahrscheinlich noch nachlesen. Habe ich etwas falsch verstanden? Oder ist da einer der Gesperrten? Aha. Zum Freischalten forschen. Muss ich etwas forschen? Also, versuchen wir das herauszufinden. Kann ich da draufklicken? Ja, John Hammond, du willst einen T-Rex. Das habe ich schon begriffen. Ja, logisch, das war es gewesen. Wir müssen zuerst den freischalten. Okay, gut. Das war es. Erhöhe deine Parkbewertung auf 3. Wir sind bei 2,8. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, dort bin ich letztes Mal tatsächlich... Dort habe ich gesagt, okay, lieber Chat, wir schaffen es nicht, weil ich dort schon überzogen hatte. Aber das sollten wir, glaube ich, in diesem Stream schon schaffen. Auf 3 sollten wir easy raufkommen. Aber dann muss ich auf Play drücken, logischerweise. Ja, geht wieder die Post ab. Okay. Wir warten auch mal ein bisschen ab. Wir machen noch ein bisschen Zeug, noch ein bisschen Dekorationen, zum Bewertung erhöhen. Wo sind denn überhaupt Besucher? Oh! Oh! Das ist noch nicht 3. Das ist noch nicht 3, oder? Was sind jetzt das die 2,8? Jetzt komme ich nicht raus. Okay. Also. Ja. Wir schauen schnell, was wir noch bauen können. Ich habe mal gesagt, Deko. Wir gehen mal schnell durch, ob wir etwas nicht abgedeckt haben. Weil da sehen wir immer, haben wir alles abgedeckt. Sehen die Leute Dinos, jetzt zum Beispiel Triceratops, sehen es jetzt halt dummerweise genau nicht. Aber es ist halt schwierig, alles abzudecken. Gut, ich könnte sagen, hey, ich mache da noch mal einen an. Bringt es das, wenn ich pro Keg 2 von denen habe? Könnte man endlich schon noch machen, weil da ist eigentlich genau dasselbe. Oh, aber da habe ich wahrscheinlich jetzt genau keinen Platz. Also gut. Ich denke mal, wir können das vielleicht noch ein bisschen optimieren. Dann würde ich sagen, ist jetzt gerade gut, dass er weg ist. Wir machen hier schnell so eins hin. Ich hoffe, das bringt etwas tatsächlich. Hier mal schnell, da können wir eigentlich schräg raus. Und dann gerade über. Ja, gerade vielleicht. Ist das gerade? Okay, dann werden wir noch ein bisschen schräg. Also, haben wir jetzt da so eine Ecke drin? Na gut, das ist nicht so schlimm. Ja. Gut, dann wäre das auch abgedeckt. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Das können wir nochmal machen. Oder noch ein paar Mal wahrscheinlich. Wait a second.
Wo war das gewesen? Soll auch bitte kein Sturm kommen jetzt? Ich bin noch nicht ready für den Sturm. Welcher Film ist dein Lieblingsfilm von den Jurassic Park Filmen, Theodorik? Ganz klar Jurassic Park. Einfach, also es kommt einfach keiner dran hin. Und ich bin der Meinung, dass es immer schlechter geworden ist. Ich bin einer von denen, der auch The Lost World eigentlich noch gut gefunden hat. Das war etwas ganz anderes. Kommt bei weitem nicht an Jurassic Park hin. Aber ich habe das Setting irgendwie schon noch geil gefunden. Ich war auch noch klein, als der Film rausgekommen ist. Ich war dort schon ein riesen Fanboy. Wortwörtlich. Und das 3 war miserabel, finde ich. Nachher geht es weiter über Jurassic World. Das ist halt auch noch mal ganz etwas anderes. Ich finde es interessant, ich finde es unterhaltsam, aber auch dort, das ist so, ja, okay. Hätte jetzt nicht unbedingt müssen sein, oder? Und der neueste, ich weiss nicht, also Theodorik, ich weiss nicht, ob du alle gesehen hast, ich nehme es an. Ja, du bist ein bisschen nach einem Fan. Der neueste, ich will nicht spoilern. Ich habe es schön gefunden, dass man Gesichter wieder sieht, gewisse Gesichter. Aber ich finde, die Story war richtig behämmert. Genau, das ist so meine Meinung dazu. Bist du gleicher Meinung, Theodorik? Findest du auch den ersten Teil, der einzig wahre Jurassic Park? Aber es ist halt häufiger so. Gell? So, jetzt muss ich schnell schauen, ich muss hier rasch abreißen. Aber sagt mir denn da Dinos davon, wenn ich das mache? Weil was ich schnell machen muss, ich nehme die schnell weg. Ich tue schnell auf Pause. Die machen jetzt. Das ist schon aufgestanden. Dachte jetzt so, oh, ich rieche Freiheit. Nein. He? Das erste Mal muss ich da wieder etwas anbauen. Die Idee ist, dass wir hier schnell so eine Beobachtungsgalerie pflanzen können. Und eigentlich wäre das auch genau die Idee. Also etwas gleichmässig anbringen. Let's go. Nein, ich finde es nicht. Da. Jetzt noch drehen. Liebes Spiel. Drehen. Let's go. Es wäre sogar ohne gegangen, ich glaube es nicht. Kann ich nicht Ctrl-Z machen? Wieso ist es denn vorher nicht gegangen? Weil ich nicht gewusst habe, welchen Knopf ich muss drücken. Ja, ich hätte es nicht müssen machen. Dann haben wir wieder rückgängig. Sehr gut. Ja, eine Zeitverschwendung da. Ist sehr schön. Ja, okay, let's go. Also, jetzt geht es aber definitiv auf. Ja. X, let's go. Das habe ich wollen. Decken wir das noch schnell ab. Bewegen. Let's go. Noch schnell verbinden. Und noch schnell auf Play drücken. 1 und 2 habe ich gut gefunden, okay. Jurassic World 1 habe ich auch okay gefunden, wegen Nostalgie. Der zweite World habe ich richtig blöd gefunden, aber der letzte muss ich noch... den musst du noch schauen. Es nimmt mich Wunder, was du darüber sagst. Ja. Es nimmt mich Wunder, ob du sagst, okay, ist besser als 2 vielleicht, I don't know. Das 2 habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Also, das 2 muss in dem Fall aus meiner Sicht auch schlecht sein. Weil ich könnte nichts mehr über die Story erzählen. Das ist eben auch genau mein Problem, das ich mit den diesen World-Filmen habe. Die Story, wo ist die Story? Irgendwie weiss ich gar nicht, was die Story ist. Ausser, ja, sie haben wieder einen Park und Dinos jagen Menschen. Ja, okay, ich weiss, das ist dann, glaube ich, irgendwie... Dinos sind, glaube ich, dann irgendwie überall und so. I don't know. Ja, das ist genau da, habe ich jetzt gemeint. Im 2 war noch die Versteigerung in diesem Haus und dort hat's dann, am Ende sind sie dann so ausgebrochen und so. Das war so ein bisschen das gewesen. Ich finde es eine interessante Überlegung, aber ich finde es immer noch keine wirklich hammermässige Story für so einen Jurassic Park, respektive Jurassic World Film. Das Original, das könnte... Und das ich schaue auch, einmal im Jahr schaue ich den schon.
Das Original, ich bin ein Riesenfan. Und den kenne ich hingegen eben in- und auswendig. Das Original. Tote Saurier, oder? Ja, geil. Das ist Troy am Schnarren. Parkbewertung geht auf 2,5. Aber lieber Chat, ich kann nicht garantieren, dass wir heute noch einen T-Rex bekommen, wenn wir da Dinos wegsterben. Jetzt muss ich schnell wieder einmal pausieren. Ah, das ist nicht gut. Also, wir schauen schnell. He? Der ist tot. So, einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist echt blöd. Gut, jetzt bin ich schon wieder auf 2,6. Das war schnell so der Schock gewesen, oder? Der Schock bei den Besuchern. Oh nein, Strutio Mimus ist gestorben. So, all schockiert, aber die Bewertungen gehen schon wieder auf. Nice. So. Also, wir tun den schnell abtransportieren. Muss sein, tote Dinos kommen weg. Aber wenn der tot ist, geht es aber wahrscheinlich nicht lang, bis die anderen auch ablegen. Weil die haben wir alle gleichzeitig ausgebrütet, die haben alle die gleiche Lebenserwartung. Das ist halt ein bisschen doof. Wieso ist er denn überhaupt gestorben? Können wir das noch anschauen? Gesundheit 0. Ja, das verwundert mich. An Altersschwäche gestorben. Let's go. Das hingegen beruhigt mich wieder. Weil dann haben wir kein Problem, das wir irgendwie lösen müssen. Das ist halt einfach so, wie es ist. Das Problem, das jetzt hier draußen steht, ist tatsächlich, dass die einsam sind. Ich sehe es schon. Jetzt muss ich wieder pausieren, weil wenn die einsam sind, dann brechen sie mir aus. Strutio. Das war Strutio. Ja, Strutio Mimus, nicht Gallimimus. Strutio Mimus. Dann wir halt schnell... Wir schauen schnell, ob wir hier noch das Genom modifizieren können. Das heisst, können wir es ein bisschen langlebiger machen. Haben wir, glaube ich, schon gemacht. 100% Chance, 75. Was wir vielleicht... Ich glaube, das ist schon gut. Das ist schon gut. Das heisst, wir tun... Da mal schnell forschen. 3 von denen, das heisst... Ich müsste da mal den Googly müsste mal ein Training checken. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Wieso habe ich es nie gemacht? Also. Sally Rosa, let's go. Du gehst jetzt forschen. Ich weiss, du bist überqualifiziert. I know. Aber du verdienst wahrscheinlich auch genug. Darum gehst jetzt du schnell. Und dann haben wir wieder Strutti und Mimus. Und jetzt schaue ich noch schnell, ob ich hier einmal trainieren kann. Das ist nicht im Restaurant, nein, das wäre da. Kann ich hier den Googly schnell trainieren? Let's go! Ich trainiere dich. Ich muss zuerst forschen, das war es. Sie freigeschaltet. Schluss. Will ich auch hoffen. Oh, jetzt hast der Lohn ist, glaube ich, jetzt gerade da gestanden vorhin, oder nicht? Da ist dein Lohn. Du verdienst am meisten, he? Also das ist schon so. He? Also ich habe nicht Unrecht gehabt, als ich gesagt habe, du verdienst genug. Ja, ich weiss, der Googly, der Goog-Fadeli, verdient ein bisschen wenig. Aber wieso kann ich jetzt Forschung erforderlich? Ich habe sie ja geforscht. Effizienz-Upgrades. Ja, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Oder habe ich das effektiv nicht geforscht? Das wäre ja das, oder? Personalverbesserungen. Ja. Okay, also können wir da schnell forschen? Ja, ist gut. Ich weiss, was ich den T-Rex mache. Ich werde alles Mögliche machen, liebes Spiel. Da muss ich beschäftigen, mindestens 6 Wissenschaftler. Dann muss ich noch Leute einstellen. Also, da gibt es halt kein Training. I'm so sorry. Liebe Mitarbeiter, es gibt jetzt kein Training. Wir müssen zuerst noch mehr Leute einstellen. Und Flöru, ja, grüezi Flöru. Geht's dir gut? Schön bist du da. Da schnell die Lock-and-Loller-Emotes reinposten. Das eine habe ich sogar gemacht.
Ah, schau mal. Können wir das an eine Rolle weiterleiten, um es auch bei mir anpassen? Du kannst schnell einen Screenshot machen. Und dann kannst du ein Mail verfassen, ganz unkompliziert. Sagst, hey, irgendetwas stimmt da nicht, weil da steht, ich verdiene so viel. Und das stimmt so, wie es da auf dem Screenshot ist. Hockerliab, ja genau, Fleur. Hockerliab. Don't dead open inside. Das kommt mir nämlich immer in den Sinn. Ist das der Dino mit den 500... Was? Der 500 Teeth? Oder Teeth? Was ist Teeth? Ich weiss nicht, was du meinst, Fleur. Also, wenn du 10 meinst, dann, ich weiss es nicht. Ich bin nie nachzählen. 10. 500? Nein, das ist ein bisschen viel. 500 ist auch für einen Dino ein bisschen viel. Ja, also ich weiss es nicht, aber 500 ist wirklich viel. Gut, wir haben gesagt, wir machen kein Training. Wir haben aber gesagt, wir sind hier am Synthetisieren. Ich muss aber auf Play drücken, damit das funktioniert. Let's go. Also, ich tue immer schnell pausieren, weil ich will keinen Stress haben, während ich hier die Eier auswähle. Wer kennt es nicht? Das ist wie im echten Leben. Ich will keinen Stress haben, wenn man Dino-Eier am Auslesen ist. Also, plus 30. Oh, what? Belastbar. Ah, das ist sehr gut. Ich habe jetzt auch minus 30 gesehen. Das ist immer eigentlich negativ, aber das ist positiv. Minus 30% Gesundheitsverlust durch Krankheit, minus 30% Ansteckungsgefahr, plus 30% Lebenserwartung. Jetzt weiss ich aber auch, dass wir die nächsten sicher auch gleich drauf gehen. Darum lasse ich hier einfach gerade 3 Stück raus. Was ich nicht brauche, sind hier die Scheuchen. Die Scheuchen, das ist immer so eine Sache, die fallen tot um, wenn du nur schnell wenn sie anschaust. Das muss ich nicht haben. Massi! Grüezi, Massi, hi. Das ist geil, Massi kommt rein, schreibt «Beim Meeting». Das ist natürlich gut, Massi. Ich weiss, du hörst mich nicht, darum Massi. Liebe für Massi und so. Merci für den Lurk-Support, Massi. Und vielleicht noch schnell, wenn du aus dem Meeting draussen bist, können wir noch schnell zusammen reden. Also, ja, ich mit dir. Ja, so. Also, 3 Eier. 3 Eier, 3 Wissenschaftler. Hä? Oder so. Was brauchen wir? Braucht es fast nicht, das ist schon gut. Nanox. Ich weiß nicht, ob der Nanox da ist, aber der Nanox geht jetzt arbeiten. Hä? Let's go! Der Massi muss auf 100 Stunden kommen. Ich habe das Winken gesehen, sehr gut. Fleuro hat 90,75 und der Massi hat 92,92. Ich flexe jetzt nicht mit meiner Watchtime, das wollen wir nicht. Das habe ich letztes Mal schon gemacht, das ist nicht gut angekommen. Und ich lese noch mal schnell ein bisschen zurück. Dino-Eier sind nur ein bisschen alte Hühnereier. Change my mind. Ja, jetzt, hä? Wie kann ich dein Mind changen? Nein, kann ich nicht. Ich gebe dir recht. Das ist so. Das ist so. Definitiv. ich banne den Massi sicher nicht weg. Irgendjemand muss ich Giveaways gönnen. Sehr gut. Gut, wir brüten schnell aus. Wir tun wieder Kollegen dort bei diesen einsamen Strutiomimussen. Haben wir das Problem gelöst, dann können wir wieder weiter Deko machen. Leichen ist entsorgt, habe ich gerade gehört. Sehr schön. Ich übernehme schon 1 oder 2 vom Massi. Sehr gut. So, PR-Lift freilassen. Let's go. Wo müsst ihr hin? Ist das da gewesen? Ich glaube, das war da gewesen. Ich muss gleich noch schnell schauen, nicht, dass ich da uns eigentlich mache. Sind da die Strutiomimusse daheim? Hallo?
Sind ihr alle schon tot umgekehrt, oder was ist los? Ist schon da gewesen, oder? Das muss jetzt einfach stimmen, sonst habe ich Pech gehabt. Ja, schnell schauen, gut, ja, Strutium-Mimusse. Komfort 80%, weil sie einsam sind. Brechen jetzt einfach nicht aus. Nein, nein. Was ist los? No, 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 no. Velociraptoren, Velociraptoren. Panik. Panik. Wir haben ja keine Besucher. Wieso haben wir keine Besucher? Sind wir so unbeliebt? Nein, also Seppi. He? Der Seppi ist ausgebrochen. Also. Oh, die sind ja gerade da. Das ist perfekt. Let's go. Das ist perfekt. Ja, ist gut. Merci. Dann machen wir hier schnell direkte Steuerung. Dann können wir hier schnell reparieren. Reparatur im Gange. Wenn wir hier noch reparieren, ist da etwas gesehen. Das ist gut. Gut, jetzt. Jetzt brauchen wir schnell dich. Seppi, wo bist du? Da unten. Das heisst, Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. Let's go, das schaffen wir schon. Das schaffen wir ohne mich. Strutium-Mimus oder Strutium-Mimi? Das ist eine gute Frage. Oh. Theodorik, ich weiß es nicht. He? Ich glaube, Strutium-Mimi würde tatsächlich mehr Sinn machen, aber es klingt einfach ein bisschen komisch. Hey, was ist jetzt auch los? Sind jetzt alle am Durchdrehen, oder was? Jetzt sind sie am Durchdrehen, oder? Oh. Jetzt habe ich schon gemeint, dass ich noch einen Strutium-Mimus im Kägen habe. Ich wollte sagen, wir sind jetzt an das falsche Ort da. Also, liebe Hörnli, könntest du bitte aufhören mit dem Seich? Das ist schon so wirklich nicht lustig. Jetzt müssen wir dich betreiben. Dann du kommst wieder retour. Du kommst, glaube ich, von da, sehr gut. Aber wieso so nervös? Wieso so nervös? Hallo? Oh Gott, das nicht. Irgendwie habe ich es gerade nicht im Griff. Ich weiß. Hallo? Aufwecken? Nein, eigentlich nicht. He? Aber bist du noch nicht ganz. Okay, jetzt habe ich Fehler gemacht. I don't know. Jetzt habe ich Fehler gemacht. Bitte nochmal betreiben, merci. What the hell? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe wahrscheinlich das Falsche ausgewählt. So, jetzt. Ich mache das echt super durcheinander. Das stimmt, das, was ich hier mache. Okay, ja, aber ihr müsstet vielleicht jetzt noch schnell. Da machen wir schnell direkte Steuerung. Let's go. Schnell reparieren da. Ui! Ja, einmal direkte Steuerung. Ja, sorry. Ich habe es nicht im Griff. Gut, Reparatur im Gang. Sehr schön. Also haben wir jetzt hier wieder Ruhe. Ja, unsere Parkbewertung geht ja nur daran, wenn da immer so Sachen passiert. Also, sind unsere Strutium-Mimi, dann ist schon wieder zu Weg. Ich sage jetzt wirklich Strutium-Mimi. Zufrieden, let's go. Also, wir machen weiter. Brauchen wir noch mehr von denen da? Da sind wir ja irgendwie dran gewesen. Haben wir das verbunden vorhin? Das ist verbunden, let's go. Ja, da könnte man etwas machen. Ja, ich kann es endlich da oder da. Jetzt das mal schnell hin. Und dann würde ich sagen,
So. Let's go. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr Wege abdecken gleichzeitig. Da kann ich mich gerade all darum kümmern. Ja, ich glaube, der Rest ist gut. Da könnte es noch einen vertragen, glaube ich. Ist im Wasser. Ich sehe die sowieso nicht. Machen jetzt das einfach, weil es Platz hat. Weil es ist eh nichts bauen kann und weil wir gerade einen Weg in der Nähe haben. Uff, Gut. Also. Wo ist unsere Parkbewertung überhaupt? Wir sind glaube immer noch bei 2,8, wenn es mich nicht täuscht. Jetzt schauen wir schnell. Attraktionen, Gästeattraktion. Das ist nicht da, wo man das an. Ah, bereits im Park vorhanden. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Parktour haben wir auch. Das macht noch keinen Sinn, das wollte ich anschauen. Kleine Einrichtung. Brauchen wir noch Hotels? Brauchen wir noch Toiletten? Mal schnell schauen. Okay, sehr gut. Das haben wir auch mal gemacht. Das ist jetzt natürlich genau dort, wo wir etwas Neues gebaut haben. 2,8 von 100.